Wisst ihr dat de Bibel vertelt meer van geld als van eens een andere thema? Hallo vriend, mijn naam is Kenneth Giesbrein. Vandaag wil ik vertellen van een thema van geld. Iedermaal denken we aan een thema van geld als dan wordt niet in een kerk of een boodschap nemen je hier net. En een kerk zal bloos van geestelijke dingen vertelt. Maar wenn wir in de Bibel kijken, dan wie zijn Gott weer het zo wichtig dat hij van geld vertellen doet. Wie zijn dat Jezus weer het zo wichtig dat hij van geld vertellen doet. So wenn het wichtig is, dan zal ons als kerk, ons als christen, den thema ook zo wichtig zijn. En zo veel zin van Pastor Jacob een nieuwe boodschap aan wordt genannt. Sie Ekj Jesäajent. En de vraag is, wenn ik in mijn leven aankijk, Sie Ekj Jesäajent. En dat we zijn, dat vangt alles bij een hart aan. In Matthäus 6, vers 21 zegt Jezus, wo din Schatz is, du wordt din hart ook zijn. So wo immer din Schatz is, wo immer din geld is, wo immer din tijd is, du wordt din hart ook zijn. Wenn wir sein, dat wo wir uns Geld und uns Zeit anbringen, und du sagst, wir bekämmert immer. Wenn die Geld und die Zeit und die Geschäft anbringen, dann bist du bekämmert an den Geschäft. Wie bist du bekämmert an andere Menschen in der Geschäft, wo die kein Geld oder Zeit hast. So wo immer du den Schatz hast, du wirst den Hort auch sein. Wo immer du den Geld oder den Zeit lohnt hast, du wirst den Hort auch sein. So die Frage ist, wo ist den Schatz? Und vielleicht hast du das auf einer anderen Stadt, vielleicht ist es Zeit, den Schatz auf einer anderen Stadt zu sein. Oder den Hort auf einer anderen Stadt zu sein. Und das ist wichtig, du weißt, dass dein Hort soll bei deinen Ehepartner sein. Oder du weißt, dass dein Hort soll bei deinen Kindern sein. Dann ist es wichtig, dass du durch Zeit und Geld investieren darfst. Wenn du dein Zeit und dein Geld hast, du wirst dein Hort auch sein. Wenn du weißt, dass dein Hort soll bekämmert sein und ein Kerk und alle Ewigkeit und Gott und Himmel, dann ist es wichtig, dass du deine Zeit und dein Geld auch investieren darfst. Wenn du dein Schatz hast, du wirst dein Hort auch sein. So, wenn wir in unser Leben nachdenken, dann vielleicht ist es Zeit, dass wir uns Schatz anändern, dass wir unsere Zeit und uns Geld wo unterwegs ansehen, dass uns Hort durch kein Part von sein. Wir sind es wichtig, dass wir sagen, Gott sein Reich dienen. So, wenn wir uns Schatz an Gott sein Reich dienen, wenn wir unsere Zeit und uns Geld in Gott sein Reich investieren, wenn dort hast für alle Ewigkeit jährlich. Wenn wir alle zu wissen, dass Gott segnet, hat eine gute Weg.